Good morning. Geht schön? Wer von Ihnen hat einen Puzzle abgestellt zu Weihnachten? Irgendwer? Wir waren Künstler für ihn. Wir reden von der nächsten Klotz. Der nächste Klotz in Gottes Geschichte. Und wir haben nu für 2 Sendungen ein bisschen neu gecheckt, dass noch viele Jahre von Prophezeiung, viele Jahre von Lüren, viele Jahre von Stillsein können sein. Aber einmal schickt Gott den Engel Gabriel in den Tempel, nach Jerusalem, nach Zacharias, und Johannes in die Geburt wird angesagt. Dann war er still für 6 Monate und dann wird der selbste Engel nach Maria geschickt, nach Nazareth, zum Jesus in die Geburt ansehen. Und das will wir sind noch ein bisschen von reden. Und weet je, in Lüren, das will wir fertig in Trouble kommen, wenn wir lernen nicht zu lüren. Und wenn wir lüren, dann fallen wir sowieso nicht in Kontrolle. Dann fallen wir sowieso mal was down, zum das mal moven, oder irgend so was. Und einmal da dann, ich habe ein bisschen verglichen mit den 1000 Bieter Puzzle. Und die Bieter laden alle ein bisschen rein. Und dann einmal dann fing ich ein Beat, was am meisten anpasst, aber nicht ganz, aber dann wird man Hummerchen mithalten und dann passt es doch an. Und wenn ich dort stehe, dann sind da Fuß mehr Bieter, die nicht passen. Und dann über dem, wenn ich dort ist mehr da und das Bild, das sie über dem ganz verbrückt, oder das gibt kein Bild gescheidet, in viele Klotz, auch mit Hummerchen angeklappert. Und über dem ist das Puzzle ganz verbrückt sozusagen. Und weißt du, das ist einmal ein Bild, was passiert in Menschenlebens. In Lüren haben wir so viel Bieter selbst gesagt. Und dann über dem sind wir in ein Problem, in ein Leben von Problem. Ich denke dann bitte an Abraham und Sarah, sie lügen nur und sehen, aber das Jäufner so schließlich mal selbst ein Puzzle mit einem Hummerchen miteinander klappern. Und dann wird die Kirche geprägt und wie weit in der Geschichte, wie viel Trouble das gibt, das von der ersten Tag noch haben wir Trouble. Und das ist bloß ein Beispiel von Fehlern, die wir können brücken. Und so in dieser Botschaften, wo ich will haben, dass wir erkennen 3 Dinge. Dass Gott schafft in seiner Zeit, auf sein Weg, mit seiner Person. Na, dort meint nicht, ich will nicht haben, die sollen dann so denken, dass ich schaffe der nicht mein, ich schaffe nicht mit mir. Von der bist du die Person, du bist in Gott seiner Zeit und Gott schafft mit dir auf sein Weg. Aber einmal müssen wir dort erkennen, dass uns Weg ist nicht Gott sein Weg. Und weißt du, die Juden zum Beispiel, sie haben in dieser Lürzeit sich selbst ein religiöses System aufgestellt, wo Gott sein Messias niemals mehr anpasst. Und als kam und du nicht anpasst und all ihre 100 Regeln, was sie haben, dann mussten sie den Tod machen. Wenn die passt nicht mehr an. Wir sind beten vor als Kirche, als Christen in der Welt, dass nur was wir lernen, nach Jesus sein zurückkommen, dass wir uns ein religiöses System aufstellen, wo Gott niemals mehr anpassen. Und nun machen wir ein bisschen für abpassen. Und so hier, Johannes wird geboren, wir waren dort von der Eberhopsen, Jesus wird geboren, wir sind sehr bekannt mit der Geschichte. Ich will die 24. Woche ein bisschen zurückgehen nach der Geschichte. Aber wir wollen nu 30 Jahre, 27 Jahre wieder hopsen. Und das sind wahre 27 Jahre stille Jahre in der West. Wer von uns 27? Keiner? Ich sehe auch. Und so. Aber denk mal an, dass meine halbe Lebenszeit oder deine ganze Lebenszeit ist still. Weißt du, das ist sehr interessant, dass wir ungefähr nichts weiten von Johannes. Weil wir weiten ein paar Dinge. Wir weiten, dass er wird bekannt gemacht, dass er wird geboren. Wir weiten, dass er wir all von Mutterlieb an mein Heiliger Geist gefällt. Wir weiten, dass es Maria daheim kam, zum Elisabeth besiegen, dass Johannes in Lief Hupsendeit, sagt die Schrift uns. Und dann weiten wir, dass Johannes geboren wird, aber von da wieder, weit wie für 27 Jahre nichts von Johannes. Und ungefähr nichts von Jesus.
Einmal gewundert, was in der Zeit passiert? Weet je, Johannes sagt Jesus, sie wären mal bad 2 Jahre Junges, hat alle ein bekrüpen. Sie wären mal bad 5 Jahre Junges, hat jeder Baum abkrüpen und darauf da. Vielleicht muss Jesus Johannes in den Arm heilen, wenn er hat sich den gebrochen und bin vom Baum rauf da, nicht? Wenn er gleich verteilt, mal direkt wie ein Sekretenlach nehmen darf, nicht? Als ein 5 Jahre jung. Und ich brauche meinen rechten Arm. Und dat is nu al 55 jaar terug. 1,5 jaar terug, jaar zo vleeg, dan werd ik bij een Trachmerker dokter. Dan deed hij een X-ray nemen van mijn arm. Ik weet al niet meer wie een woord. En als ik dort terug in de stoel kwam, dan werd ik ganz bloos. En je zegt, dat ligt toch, hij had een alien, weet je, zo'n wat van de moon kwam of something. Wenn das Arm, der ist im Gelenk taubgewassen, ganz. Und Fuß besieden Gelenk aufgebrochen. Und hat du ein Gelenk gegeben, das hat nur für 54 Jahre geschafft. Hat mir niemals geboren. So, wenn die Leute nicht sehen wird, fahre ich dort wenn der. So. Aber weißt du, wir weiten nicht von Jesus und nicht Johannes. Da Jesus ein Wunder. Ich denke an mal, wenn de Schrift geeft een beetje aan dat dat woede te wien wie Jezus zijn eerste wonder. En Jezus, Jezus zijn ma met Tempels naam zegt, die zijn uit Wien gerannt. Nou, dat wordt heen ja dort. Had zij vielleicht al gezien dat Jezus had al wonder gedaan bij im huis? Ik weet niet. De Schrift zegt ons niets davon. So, dat is interessant. Aber 30 jaar wieder. Dan maar eenmaal hastig. Sagt Gott, war ein Puzzle-Beat an. Na weet je, ik gleich nicht so ein Puzzle-Typ stellen, wenn das dir viel zu lang die Beat fing, ein Chess spielen. Some von ihnen spielen Chess, nicht? Ich meine, Lüren, aber die andere ist mal, war ein Klotz wieder sagt, like, ich sehe den Latz, dann habe ich noch nur ein Pass am Dull vor in der Zeit. Aber bei einmal hastig sagt Gott ein anderes Klotz nennen. Aber für diese 30 Jahre stellen, wir weiten ein Ding von Johannes. En Lukas 1 vertagend, ich sagte, en dat kind was en wordt stoik im Geist, en hij bleef in de wildnis, but hij vandaag kwam zich Israël fertigstellen. En dan is de Schriftstel van Johannes, ganz bij kapitel 3. En zo doen we vandaag een beetje naar kijken. Kapitel 3, vers 1. Im 15e jaar, dat Tiberius als keizer regiert en als Pontius Pilatus de Herrschaft in Judäa had, Herodes in Galilea en zijn broeder Philippus over de landen Iturea en Trachonitis, Lysanias over Abilene en als Hannas en Caiphas hoge priesters waren, kwam Gott zijn Befehl an Johannes, Zacharias zijn Sohn, in de Wildnis. Na, kein Eier sagt, dass Lukas das in die Geschichte schreiben. So Lukas bringt das in de Titen an. Wann wir das Geschichte schreiben sein, wann sie das even checken, wanneer deze alle regieren en wanneer deze mensen alle in de Herrschaft weer, beides in de regering en in het religieuze systeem, dan dient het naar het jaar 27 na Christus. Dat is het dichtste bij. Maar weet je, Lukas deed het, geloof ik, wenn hij dat in hij schrift zo, dat wanneer du dat niet gelooft, wanneer hij dus te zien mensen, wanneer daarover lezen, wie geloven dat niet, dan gaat dat bevrijden. Dat is een beetje van Paulus sagt, du sind noch mehr als 500 Menschen lebendig, was Jesus abgestimmt sein, eine gute Frau, wenn ihr mir nicht leben. Wenn von der ersten Tag haben wir viel sind, dass die Bibel ist bloß was ausgedacht hat, das soll auch so, und das haben sie bloß Luther abgeschrieben und so weiter. Und Lukas sagt, wenn du das nicht läufst, hier sind die Menschen, hier sind die Dotums, hier sind die Dinge, was passieren. So, hier sind mehrere politische Lehrer, Tiberius als Kaiser, als Johannes und Jesus geboren werden wie Augustus Kaiser. Und so das hat geändert. So das ist nicht für 15 Jahre. So der Kaiser, das ist der Präsident in Mexiko, Pontius Pilatus, er regiert in Judäa, das ist der Gouverneur, wie ein bisschen anderes System, aber das ist ein Beispiel davon. Pilatus wird da, was Jesus Christus da, also er wird danach durch für die nächsten paar Jahre, sehr korrupter Mensch. Sei Geschichtsschreiber ans und über dem Raum verbunden, wenn wir viel zu korrupt. Dann sagt er, dass Herodes in Galiläa, das Herodes, den Großen sein Sohn, Herodes Antipas,
Das ist was Johannes dort mögt, der regiert in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea, in Trachonitis Philippus. Das ist interessant, dass Johannes Luther, da wollen wir nicht so davon reden, aber Johannes hält Herodes dort fair, dass er sein Bruder Philippus seine Früh genommen. Und dort kostet Johannes sein Leben. So hier sind die beiden abgenannt, Herodes, der wird in Galiläa regiert, und dann sein Bruder Philippus, Lysanias, wie ein anderer Regierungsmann nach einem anderen Port von der Land, und Annas und Kaiphas, hohe Priester. Hannas wie der weltliche hohe Priester sozusagen Gesetz noch, Kaiphas wie von der Römer angesagt. Und dort wo in der Schrift verrät von 2 hohen Priester, wenn gesagt, ich wäre ganz arg, sie hatten nicht mehr als ein hoher Priester. Aber irgendwas passiert da, und so die Römer, die hatten auch das religiöse Leben sozusagen übernommen. Kaiphas wie Hannas ihn schwer sehen, aber die werden eine bei da als hoher Priester. Ich stand es für Hannas regiert an der Hängerkant, und Kaiphas wie ein Bett, was sozusagen an der Fairkant wie, aber der Hänger wie wer arm regiert. Und so das sind beides die politische und religiöse Lehrer, die zu der Zeit regieren, als bei Jesus und Johannes geboren werden. Das sind alles Nummers, was schrecklich korrupt werden. So die römische Regierung, das politische System, wird sehr korrupt. Und anders als Hannas und Kaiphas, werden Israel ganz unabhängige hohe Priester, was Israel jemals hat. Und so da braucht Gott sein Sehen. Wir denken einmal so, dass unsere Welt ist Drall und ist Kreuz und so weiter, aber wir haben noch bitte schein, besonders hier bei uns, Dienste zu der Zeit wir. Und so das wird das Jahr 27. Nu als Gott reut, dem das nächste Puzzlebeat nennen sagten und so, ich kennt nur Johannes, der Chef sagt uns das mal nicht wo. Vielleicht war er durch Gabriel, wir weit nicht. Das sage ich bloß, dass Gott sein Wort, ich habe nur Johannes, das nüsse Zeit zum Predigen. Johannes wohnt wo in der Wüste, er hat Honig in Hirschreiten oder Großhoppers. Habt ihr noch mal Großhoppers bei mir mal, wenn ihr da vorbeifahren? Das nächste Mal noch, nehmt ihr, und er hat auch Honig zum Verkaufen, da ihr dann mit Honig mankerieren, und dann da steht, wo riecht das, da ihr mal Großhoppers und Honig habt. Und dann tragt ihr mal Kamelenlader an. Aber allemals Johannes, er lebt in der Wüste irgendwo. Und so dann kommt Gott sein Wort noch an. Wir lesen es dort. In Vers 3 lesen wir wieder. Und er ging in alle Gegenden am Jordan und predigt. Geht arm und laut ihn deuten, dann wird Gott ihn die Sünden vergeben. Und so Johannes seine Botschaft als eine von Zubereitung. Na weet je, hier will ich ein Ding sagen, was manchmal in Trouble bringt, aber das war in dieser Übergangszeit. Weißt du, als Gabriel bei Johannes stund, dann fängt der Stein vom Olden und Nie an zu rollen, sozusagen. Dann fängt Gott seinen Erlösungsplan sozusagen in Hügel Gier zu sagen. Und dann dreht es für die nächsten Jahre, bei ungefähr 70 nur Christus. Aber dort passieren allerhand Dinge. Und Johannes kommt, er predigt eine Taufe von Buße, eine Taufe aus einer Zubereitung für den Messias. Und ich will hier einiges sagen von Gesetz und Gnade. Gesetz checkt Verweich. Was ich meine mit dort erst, dass Gesetz sagt, die dort, dann wird dort passieren. Zum Beispiel, laut die Buße, laut die Taufen, dann wird Gott die vergeben. Jesus sagt so und denkt aus, wenn du nicht vergeben bist, wird Gott dir auch nicht vergeben. Das ist ein falsch Wort. Christen gebraucht hat, und Christen dort eben Holz hängen, da wenn du nicht was vergeben, wird Gott dir nicht vergeben. Aber das ist really gesagt. Wenn du nicht was vergeben, wird Gott dir auch nicht vergeben. Und so dort braucht wie die Menschen grüßen sozusagen, oder Menschen sagen, dass, hast wirklich allem vergeben. Was wir sagen ist, wenn du nicht was vergeben, dann wird Gott dir in den Hall schmieden. Wenn man Gott nicht verjagt, dann gehst du verloren. Das ist kein Zweifel über. Wann wirst du Gnade checkt 3. Gnade sagt, ich habe Jesus, ich bin gestorben und abgestunden nicht leben, nicht taufe ich mich aus ein Bild von dort. So, in Gnade taufe checkt 3 sozusagen. Und im Gesetz taufe checkt Verweich. Johannes in der Taufe wie eine Zubereitungstaufe. Dort checkt nur den Messias, was wird kommen. Er mögt den Wahrheit lecks, als wir hier wollen, kann sein. Aber ohne Gnade, dann sagt es, so als Gott die vergeben hat, nu gut du in Vergebung auch dort. Vergebung ist wichtig, da bin ich auch verstanden.
Aber das Idee von, wenn du nicht vergisst, wird Gott dir nicht vergeben, das sind die satzliche Idee. Wenn unser Gnade checkt frei. Gott hat die vergeben, Gott hat die angenommen, nu go in Leben so steht, nu go in vergeben. Du hast Jesus angenommen, du bist von dir geboren, nu lot die Taufe aus ein Teken von dort, aus ein Zeugnis von dort. Und so das ist bloß ein bisschen Unterschied, was ich will haben, was die verstehen sollen. Einiges, was sehr wichtig ist für uns zu verstehen, ist, dass Johannes predigt nicht das Evangelium von Jesus Christus. Jesus das auch nicht. Das wird noch nicht passiert. Das ist ein von den sehr wichtigen Dingen zu verstehen in der Schrift, dass in dieser Übergangszeit beides Johannes und Jesus weisen durch an, aber wir noch nicht durch. Da wird kein Evangelium von Jesus Christus. Sie predigen das Evangelium von dem Königreich oder von dem Reich, oder so eine Dinge sagt die Schrift. Wo wir mal das klar holen, dass in dieser Übergangszeit, dann erst hier bei uns ein Farges steht, wo du sagst, der Busse lud die Taufen, dann wird Gott die vergeben, und wenn wir nicht den Unterschied verstehen, dann kann wir so eine Taufe haben, wo du sagst, du musst die Taufen lassen, damit Gott die wird vergeben. Du musst die Taufen lassen, damit Gott die wird in seine Familie annehmen. So, da müssen wir für abpassen. Und so Johannes seine Botschaft, da ist eine, was verweicht checkt. Er merkt den Weich reut, für was dort kommt. Vers 4. So ist im Propheten Jesaja sein Buch geschrieben steht, da raubt wer in der Wildnis, merkt den Weich reut von seinen Haaren, merkt für Arm einen glitten Stich. Die Lichten sollen alle gefällt und die große und kleine Bäume ausgelegt worden. Die krumme Wege müssen glick gemerkt worden und die ruhige Wege glatt gemerkt. Und alle Menschen wollen Gott seine Radung sein. Na, hier in dieser Versen bringt Johannes ein Beispiel, was manch bekannt ist, dass wenn mal ein welcher Regierungsmann kommt, dann wollen Wege ein bisschen fix, würde wir sagen. Vielleicht die ausgeschälte Städten ein bisschen Iden führen, Steine in den Stich lesen, sie merken dort ein bisschen lecker, sie merken, na, das kriegt es von der, wenn mal ein Regierungsbeamter kommt oder der Präsident kommt drauf, dann wird abbrechen, vielleicht haben Dinge vor, wenn so eine Dinge steht. Das, was Johannes hier bringt von Beispiel, aber hier hängt ja als eine jährliche Meinung. Johannes kam, die Menschen ihre Leben sozusagen auslegen, dass sie würden reisen und den Messias annehmen. Johannes in der Botschaft wie ein von Busse, kehrt an, merkt jene krame Weg Glück, merkt jene Weg glatt, er legt die Eiweiß glatt merken. Und wenn wir das mal jährlich anwenden bei uns, von der und sagen, okay, was für eine krame Weg habe ich von der? Aber in dein Leben, wo sitzt dein Weg? Und weet je, hij wordt hier meest ein bisschen dichter bei Tisch kommen von dit. Aber so wie unabbreche Menschen. Also so wie Menschen, die ein bisschen so über die Humpels fahren, wenn dort passt mir nicht gut später. Aber wie weit, wenn unsere Leiche und Bäume und alles ab ans Weg wird, ausgelegt und so weiter, dann hat er vielleicht ein besserer Weg. What about unser Lebens? Wie nah an uns Gott sind die Kinder, aber nicht? Und weet je, Gott seine Kinder leben nur Gott nur. Die haben Weg ausgelegt. Die wie erst Kram und Anerprächtig und Leherie und Stehlerie und allerhand Hurerie, was immer das wäre. Der Weg wie ganz Kram. Aber du bist nur ein Kind Gottes. Hast du nicht ausgelegt. Er nenne ich mich bloß ein Kind Gottes und der Weg ist noch korrekt so Kram als ich. Ich sehe noch korrekt so Anerprächtig als ich wäre. Ich war noch korrekt so viele Menschen hängen Licht für sich gestellt. Das ist, wo Johannes von redet. Der redet euch von Weg reiten mit, nein, das ist ein Beispiel, aber die jährliche Meinung, die hängt als ganz das Wort. Weet je, dit wel wie ons aan hart leiden. Wir kommen das Weihnachtszeit an, wo Jesus kam, zum unsere Weg uitleggen. Dan weet je, unsere Welt ist schrecklich kram. Unsere Welt ist ganz voll Bäume, Humpels und Lacher. Und in der Fall hat unsere Welt ganz verdreht. Jesus ist für das alle gestorben. Jesus kam, um unsere Welt uitleggen. Aber Gott hat das in seiner Zeit, auf seinen Weg, mit seinen Menschen. Und immer wie klar haben,
Bloß wenn die Welt von der nicht Glück ist, meint nicht, dass Jesus nicht den Priester getut hat, dem der Glück mehr. Und das verspricht ist, dass der Tag kommt. Nie Welt, nie Himmel, nie Erde, nie Körper, nie Menschen. Und man stellt sich dort vor. Aber wir leben von der Welt, wo die Wege krumm sind, da sind viele Bäume, Humpels und Leichen, Christianität. Das politische System, das religiöse System, wo Jesus und Johannes beiden angeboren werden, wie schrecklich krumm, humpelig und bäuig und leichrig. Und Johannes kam zum Anfang, den Hewe zu bauen. Der wird Licht sein, der wird ohne Leiche sein. Und das wo wir von der haben wir anschaffen. Und das war ich. Jesus starb dafür, er stand ab dafür. Und so Johannes kam, das war ich rein mir. So einschrieben sagt, das große Hewe, was Johannes anfängt zu bauen, dort wie ein Hewe von Buße. Und das noch einmal, Buße meint nicht, dass ich erkannt dort, dass mein Weich ist krumm. Buße meint, dass ich tot wird mit. Buße meint, ich wegen arm. Was hält die dort, wenn die dort weißt, die Vorschreiben rechte Weich, aber die jagst bloß wieder. Dann bist du immer noch am rechten Weich. Bloß dort weiten ist nicht genug. Und das ist, wo Johannes hiervon redet. Vers 7. Die Menschen kamen, wie Schor sich von Johannes deuten lassen. Er sagt zu den Menschen, die dort kamen, je Schlangenbrutzel, wer hat jüngst gewarnt, Gott seinen gerechten Weg zu gehen? Bringt Frucht, die du weißt, dass die jüngst abgemerkt haben. Er hat andere wieder, dass die haben Buße getan, dass die haben angewandt. Und fangt nicht an, zu jüngst selbst zu sein, wir haben Abraham als Vater. Wie als ich sage, Gott kann Abraham aus dieser Steine Kinder schaffen. So Johannes kommt und er sagt, je Schlangenbrot soll. Na, wenn wir dann eine andere, ich glaube in Matthäus lesen, dann redet er zu den jüdischen Lehrern, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kommen nur Johannes, ein bisschen so durch ein großes Schlecht als Schlangenstall, insofern, und geben fair was zu sein, was sie nicht wollen. Und Johannes sagt, je Schlangenbrutzel. Ich habe heute noch never ein Schlangenbrutzel genannt. Wird vielleicht die letzte Botschaft sein, die ich bringen, nicht? Aber Johannes weist hier was rüht. Weil eine Schlange des hingerückt, eine Schlange schlägt sich rum, eine Schlange, ja, fair was zu sein, was sie nicht wird, zum Beispiel dort im Garten Eden. Aber was Johannes sagt zu diesen Menschen ist, dass sie sind in een naastband, in een religieuze naast, in krummet naast, een naast met krumme wegen, en humpels en lachen, en jemanden dooruit komen. Hij zegt, brengt Frucht, die du weißt, dat je het opgemerkt hebben. En dit is een zeer, zeer wichtig woord voor ons. Weil wir nicht bloß sagen, wie sind Gott seine Kinder. Weil wir so leben. Dat soll längst das Korridor zu sein und zu feiern, dass wir sind Gott seine Kinder. Wir können nicht bloß nur die Kirche kommen und sie haben getauft und sagen, sie sind Kind Gottes und leben wieder auf das krumme, dieblische Weg. Das schafft nicht. Das wird hingerichtet, das ist eine Schlange. Dat is somebody wat zich erom schlägt en ver voor te zijn wat het niet is. Maar weet je wat? Dat dit niet zo lang, wat u aanwoorst en wat dingen over deel komen. En dat wist ik eruit, wie ik zie. En zo Johannes zegt, brengt Frucht. En andere weer, door moet wat te zijn gaan. Zeg niet te jullie zelfs, dat je zijn Abraham zijn kinderen. Nou weet je, de Juden, dit is wat ze zich spatzen deden. Zij je hielden tot het rechte volk. Dat is wat ze Luther te Jezus zijn. Wie zijn Abraham zijn kinderen? Zijn nog niemals wem Slowen geweest. Van wat redt ze over? En Johannes zegt, God kan van steiner mensen erwarten. Jezus zegt een eneltje denken, maar weet je wat? Wie kunnen ons daarop verloren, dat we zaten jeder zondag als schmakke mannen niet in de kerk. En we gaan ons tof laten, ik hier te de kerk. En ik hou ook allemaal weer een beetje helpen en zo weer. We kunnen ons op uiterlijke dingen verloren, wat bloos een slangenbroedsel is.
anders als am Hort. Dort Buße, wies mir Frucht. Und glaub nicht, dass wenn die Juden sind, wenn die zu Gott in der Welt das Volk hören, dass Gott wird ihnen bloß ever sein, die können ihn bloß herum schlecken. Und so das kam bitte bei uns, bei uns. Na, wir sind nicht Juden, ich sage einmal, wir sind halbe Juden, aber das sage ich bloß, ich weiß es nicht. Aber der Punkt, was die Juden hier kriegen, ist für uns. In welcher Punkt? Er sagt wieder im Vers 9, der Axt liegt bei den Bäumen ohne Wartel rein. Und da wird jeder Baum, der nicht gute Frucht reicht, aufgehakt und im Feuer geschmissen. Jesus sein Kommen, wie ein Test, von wo aufrichtig sie wir in der Hort. Dan weet je, dit passiert mit Israel. Ungefähr 30 Jahre Luther. Sie hatten Jesus verschmäht über dem, sie hatten Jesus gekreuzigt über dem, sie hatten die Kirche versucht zu vernichten. In 70 Jahren nach Christus. Dann fängt der Axt an zu haben. Die Römer kommen an, verstören Jerusalem, verbrennen den Tempel, vernichten Jerusalem, verschlafen die Juden über die Ringe unserer Welt. Oder ihre Welt dann, meine ich. Weet je, der Axt liegt bei den Bäumen und Wartel. Wir brauchen das auch einmal für uns. Und einmal kann es sein, dass es noch einmal so. Aber wenn wir Jesus kennen, dann ist es keine Axt mehr. Aber für das jüdische Volk, sie wären auf der Stelle, wo der Baum nicht Frucht trug. Und der Gärtner will den uitrieten, aber der Mann, der das Schaf sagt, hey, lass mich den noch ein Jahr fertilisieren, wässern, bearbeiten, so wieder. Vielleicht wird der nächste Jahr Frucht tragen. Aber er tut nicht. In 70 Jahren nach Christus, dann wird das Baum sozusagen durchgehakt. Vers 10. Die Menschen fragen, was soll wir dann tun? Nu horcht. Johannes ist ein interessanter Prediger. Er redet Lekto und das kostet ihm sein Leben. Niemand lebt die redet tot Lekto. Some Menschen gleichen das, some gleichen das nicht. Aber noch haben sie mich nervig steinig, vielleicht kommt er noch. Johannes sagt, wer 2 Sorts Kleider hat, soll den eingeben, der kein haft. Und wer zu eten hat, soll das krank so merken. Johannes sagt nicht, versucht mit bessere Leben zu leben. Das wird wie einmal sein. Mit so einem Barsch, versucht mit bessere Leben zu leben. No, Johannes sagt, weißt du Gott? Die sind gitzig. Die sind selbstsüchtig. Ich glaube nicht, dass das meint, dass wir sollen in den Haus fahren und so Kleider teilen im Shop und an der Half waschen. Ich meine, für some von uns, wir würden niemals antworten im Leben, wenn wir das tun. Und some andere Menschen haben vielleicht warm untertreiben. Vielleicht ist das für sie. Aber das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt hier ist, hast du ein Mitleid mit Menschen in dein Hort? Das ist die Idee hier. Sie wären endontig geworden, gleichgültig, ja, wir nicht dran an den Nächsten. Sie hatten über dem so ein religiöses System, dass wenn du krank wirst, dann wird das Sinn in dein Leben. Aber wenn die das Schäufchen leben, dass wir eine dienen, schuld das messen, wird es wieder von dir haben. Wenn du mal ein Accident bist, dann wunder, wofür es noch was auf dich verschuldigt. Ich hoffe, wir nicht mehr, aber so sind wir mit abgewaschen. Und so wer 2 Sorts Kleider hat, wie man das nur Hort bringen? Wir wollen bitte für jeden von, dass ich mal den Half weggeben, aber wir wollen nur uns Hort checken. Gebe ich ein Wort dran, das wir. Und weißt du, die Bibel hat viel zu sagen von armen Menschen. Menschen, die nicht eten haben. Wir tun hier die Dosen rüt, weil wir Menschen mit sehnen. Und das ist ein gutes Ding. Some von ihnen haben vielleicht noch keine mehr ein Haus genommen. Und die sollen noch nicht wegen das. Aber die Frau ist danach, wo ist mein Hort? Sie ergibt sich, selbstsüchtig, und ich rufe bloß für mich zu, wenn du verhungerst, statt zu dienen schuld, bis einer werden auch schuld und bis nicht legen. Aber wo check wieder an? Na, das meint nicht, dass wir Fühl hat und ja starten, und ein Mensch kann wieder Fühl sein. Das ist nicht, was er meint. Aber wenn wir nur ans Hort checken, diese Juden, wenn sie nur ein Hort checken, wo sind sie da?
Leif die Nuba, so ist die Salz. Wo wir dort looten, wann wir dort wirklich not haben. Gott leben, Menschen dein. Das ist unsere Vision. Als dat bloß ein Satz anwohnt. Nu rede ich von uns als Zeug. Ich vertraue dienen nicht persönlich. Ich vertraue mich als Lehrer. Als dat bloß ein Satz anwohnt, Gott leben, Menschen dein. Dann kam der Tagsklagt an sich deuten zu lassen und fragen, Lehrer, was soll wir tun? Er sagte an, klagt nicht mehr, als das Gesetz verlangt. Ich meine mal eine gleichtone Antwort, nicht? Das ist, was uns fehlt. Und dann steht er am Bosch bieten und all so, na, vielleicht, das oder ja. No, weißt du was? Wenn die anerprächtig bist in deinem Business, dann hier mal ab. Sie abrechtig in deinem Business. Tool deine Arbeiter so, dass die auch die Eten haben und untertragen und sich noch kein kleines Weihnachtsgeschenk haben. Wir wollen mal ganz in Haus bringen. Und so das, was Johannes zu den Tagsklagt hat, sie haben so wahrscheinlich so eine Idee, dass sie nicht mehr können. Und als sie gesagt sehen, haben sie nach der römischen Regierung hängen sich und wir nutzen Timer. Mank end. Dann früher haben die Soldaten ein Wort soll wieder. Er sagte, nehmt keinem mal Gewalt, Geld auf und dort keinem falsch beschuldigen und sie zufrieden mit ihrem Lohn. Wenn du die Autorität hast, wem aufzurippen, na, hört sich vielleicht funnig, aber in uns mexikanischen System ist es so, dass ich sie in der Regierung, ich sie im Gesetz, und ich habe so angereicht, dass du warst mir und in das Geld geben. Wie weit Gott war das System hier schafft. Aber das soll nicht euer sein, wenn ich hier sehe. Und jemand denkt, was ich habe in dem anerbrechenden System leben. Und ich weiß auch nicht, ich bin nicht ein Businessman, aber ein Ding weiß ich, wenn es noch anerbrechen ist, wenn ich hier sehe, dann ist es so arg. Und so die Soldaten hatten sehr wahrscheinlich sie nehmen Menschen Geld auf mit Gewalt, vielleicht mit der Tagskollector Taub. Sie beschuldigen Menschen falsch, wir nicht zufrieden mit der Lohn und dazu wollen sie Menschen Geld auflobsten und die mit Gewalt wegnehmen und all so eine Dinge. Und Johannes sagt, hier mal ab. Sie zufrieden mit ihrem Lohn. Als Johannes Herodes den Gouverneur dort verhält, dass er seinen Bruder Philippus seine Frau gefried hat, und wenn all dort Anrechte dort er getan hat, leitet er am Buben all dort noch anstoppen. Er leitet Johannes anstoppen. Na, ich war Luther, mein Plan ist, dass ich war nächstes Jahr, weil wir wieder gehen in Lukas Brief und checken, wie Jesus sein Leben und was er tut. Aber Johannes, mit seinen Glück reden und mit einfach bloß mal so sein, als die Volk im Stil steigt, brachte sich Salz in Gefängnis. Ich denke da einmal an als ein Redner, was von der Timer schiehe ich niemals an, aus Angst, dass mir das das Leben kosten. Und ich kann Ihnen ein paar Stück abnehmen. Und dann frage ich mich, wer sie ich? Johannes wordt doodgemerkt. En dat is interessant. Hij heeft van Jesus geveld, hij heeft God zien man. Te die tijd beroten en een wacht merken. En zo door hem Gefängnis en weer koploos. God schafft in zijn tijd, op zijn weg, met zijn persoon. Van der bist du die persoon. En van der zegt God ons dood, Frucht, wies mij Frucht van Busse. Je zijn mijn kinderen, je kan mij, je kan mijn buik. Was ist den Baum? Wir haben noch zu beten. Ans himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns Glück sagst, wenn jemand würdet in uns Hort sitzt. Das ist wichtig. Und Herr, help uns geduldig sein, wenn wir lernen nur den nächsten Klotz, und das scheint sich das nicht. Help uns geduldig sein. Und dann help uns nu, was wir hier leben, so zu leben, dass ein Unterschied merkt für die in dieser Welt. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Dankeschön für kommen. Hatten Gott auch. Sehen wir nächste Weg.
bed dig om. Du bist hier, du schofst op deze sted. Ik bed dig om, ik bed dig om. Du bist hier, hier in onze meld. Ik bed dig om, ik bed dig om. Du bist hier, du schofst op deze sted. Ik bed dig om, ik bed dig om. Du bist, waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Du bist, waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Du bist hier, bewegst jeder Hort. Ik bid dig om, ik bid dig om. Du bist hier, du hältst jeder Hort. Ik bid dig om, ik bid dig om. Du bist hier, du dreste levensång. Ik bid dig om, ik bid dig om. Du bist hier, du hältst jeder Hort. Ik bid dig om, ik bid dig om. Du bist, waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Du bist, waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Du bist, waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. 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 Du bist, waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Waar ich merke, versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Och wanneer ik tot niks zou die chance had. Och wanneer ik tot niks voll die chance had. Die heerst niemand op met schoven. Die heerst niemand op met schoven. Och wanneer ik tot niks zou die chance had.
Sin nome seva förbräckenhet. Sin nome